Ich will gratulieren, dass man anscheinend heute zu Lützeburg immer mehr an Parallelgesellschaften leben. Wirst an den letzten 40 Minuten hat ich da den Eindruck, dass man Paralleluniversen leben. Auf jeden Fall den Herr Karteiser nicht. Herr Präsident, wie man für einen halben Jahr Stunden kurz nach dem Ausrufen vom Etat de Crise wurde geschenkt, wie wenn sich Redner von alle Parteien eins wären, dass die Krise das Land verändern wird. Wir können nicht einfach so viel machen, wie für drun huet geheescht. Wir können nicht so machen, wie wenn ich gewirrscht wäre. Wir können nicht einfach blatt drehen und zurückkommen zum Alltag. Es muss sich etwas ändern. Das wäre ein allgemeiner großen Konsens. Aber wenn den aktuellen Sondage liest, dann noch die Leute dabei no lauscht, das schenkt mir, wie wenn das noch immer den ganz großen Wunsch bei den Leuten ist. Es muss sich etwas ändern. Wir können nicht so viel machen wie bislang. Wenn ihn dann aber gestern dem Premier nur gelauscht hat, da schenkt das alles vergiss. Der Premier sieht, es wird keine Zeit für Experimente, keine Zeit für Politik, keine Zeit für Veränderung. Wird es gestern geheescht. Dürfen wird es Regierung als einzige Orientierung, als einzige Kompass, den sie noch zusammenhält, der Koalitionsakkord von 2018. Aber von dem Akkord gäbe sie auch nicht aufregeln, auch dann nicht, wenn wir Velo mitten an einer Krise sind, einer ökonomischen, einer sanitären, einer sozialen. Das ist die politische Essenz vom Premier sängeriert gestern. Für den Rest wird für allem auf die letzten 6 Monate zurückgeguckt, sich selber dabei, weil ganz viel auf die Schüler geklappt. Und immer, wenn es um Perspektive gegangen ist, als wenn es im Gang ist, noch 4 zu gucken, wird effektiv, wie aus der Bibel, der Koalitionsakkord zitiert. Der Premier hat zurückgeguckt, und das ist auch durchaus legitim, wenn er über die Lage von der Nation schwätzen will. Man hat aber herzlich wenig analysiert. Er hat nicht geguckt, was Stärkten und Schwächten von unserer Gesellschaft wären, sind. Er hat sich für allem auf das konzentriert, was gut funktioniert hat an der exzeptionellen Situation. Und ja, es tun auch ganz viele Sachen gut funktioniert. Aber das geht aber nicht durch, Herr Premier. Weil es muss ihn auch gucken, was nicht so gut funktioniert wird. Nicht für sich selber zu geißeln, aber für zu lehren. Für zu gucken, was ernst muss gehen, was besser muss gehen, für zu verstehen, was verändert muss gehen. Und das wird der Premier nicht gemäht. Dafür kann ihn auch nicht sagen, was dann Mist verändert gehen, verbessert gehen durch die neuen Erkenntnisse. Und das ist mein größter Vorwurf von der Premier als ein Riet, inkapabel zu lehren, inkapabel Lehren zu ziehen aus dem, was geschieht ist, an dem manifesten Unwillen Konsequenzen aus den Lehren zu ziehen. Eigentlich ist das allerdings schon eine Bankrotterklärung von der Regierungserklärung. Für ein paar Jahre hat dieselbe Premier nachgesagt, als Formel, dass, wenn es dem Land gut geht, nicht die Leute auch gut gehen, und das konnte ihn dann austauschen, und vice versa. Und wir vergeben Mengen, haut die banalste von allen Frauen stellen können, mir geht es haut dann dem Land an den Leuten besser, wie vor einem Jahr. Und ich meine, das ist alle gut klar, dass es just eine Antwort gibt darüber. Nee, weder dem Land noch den Leuten geht es besser, wie vor einem Jahr, weil die Leute gelitten, physisch, psychisch, ökonomisch und sozial. Das ist nicht nur dem Premier seine Schuld. Mehr als Premierminister muss ihn aber die Ehrlichkeit und Demut tun, das anzuerkennen, an Antworten zu proposieren, an engagiert zur Lage von der Nation. Am Namen von einer Regierung, die sich der Tatsache bewusst ist und dementsprechend handelt. Mir das nicht geschieht gestern. Nicht wird zu hören über die Bekämpfung von der sozialen Inegalität, die schon vor der Corona-Krise Jahr für Jahr immer mehr groß gesehen und die andere Krise noch ein Jahr mehr visibel gesehen. Nicht wird zu hören über die Stärkung von der Kaufkraft, die an den letzten Monaten allen gelitten hat. Nicht wird zu hören über die Strategie für die Wirtschaft wirklich zu relancieren und auch nicht zu hören über Neuwege zur Bekämpfung vom Chômage, von dem immer mehr Leute bedroht sind. Wenn ihr aber zu all dem nicht seht, dann schafft ihr keine Perspektiven und es nutzt ihn auch keine Chancen. Weil es tut ihn
keine Vision, wo Dresden soll hingehen. Und es kann ich nicht zumindest eine Ambition definieren, wo das Land an 2-3 Jahren stehen soll. Natürlich kann keiner wissen, wie das an 2-3 Jahren ausgesagt. Meine Ambition muss ich aber definieren können. Herr Präsident, ich will an den nächsten Minuten abweisen, wie ein Lehren hätte Missige zugehen, erweisen, wo dringend Veränderungen nötig wären, angefangen bei der Santé. Wenn wir eine Chance hätten an der sanitären Krise, da wäre die, dass unser öffentliches Gesundheitssystem noch nicht so weit privatisiert wird wie in anderen Ländern. Italien und Spanien hätten notamment so viel Todesfälle, weil sie schon so lange die öffentliche Gesundheit dem privaten Marché überlos haben. Das ist die allererste grosse Lehre aus dieser Krise. Und ich habe mir zumindest ein klares Bekenntnis zu unserem solidarischen öffentlichen Gesundheitssystem erwähnt. Auch an dem verbunden ein klarer Aufso und zu all denen Tentativen von Auslagerung von wesentlichen Aktivitäten aus den Spitälern. Mir auch unser Gesundheitssystem, als ob seine Limite gestoßen. Der Premier hat zwar zu Recht darauf hingewiesen, wie sehr die Regierung allmählich Sorte von medizinischen Materialien dabei beschäftigt wird. Mit dem eigentlichen Problem hat ihn im Schrift, und das ist der Personalmangel. Also Santé, viele Leute, Menschen, die Arbeit machen, nicht Maschinen, die können wir kaufen. Menschen an alle Bereiche, 4 an Hannen. Und es geht nicht durch diese Leute heinz auf die Schiller zu klappen, aber wir müssen den Beruf abwerten, die Formation grundlegend verändern und hierfür braucht man eine Strategie für unser Land. Dasselbe gilt für die Santé mentale von den Leuten, die viel gelitten haben am Konfinement, aber vielleicht sogar noch mehr am Dekonfinement, das ja auch noch immer nicht aufgeschlossen ist. 1/3 von der Population hat deklariert, dass ihre mentalen Zustand sich verschlechtert wird an den letzten Monaten. Besonders die Jungen sind davon betroffen, mehr auch überdurchschnittlich viele Frauen. Psychiaterinnen haben sich vor kurzem noch zu Wort gemeldet und deklariert, dass sie komplett am Limit wären. Und noch immer gibt es keine Nomenklatur für Psychotherapeuten. Das ist der Ist-Zustand, wo unser Gesundheitssystem und die Limiten ankommen. Und was machen wir lo? An der Regierungserklärung haben wir nichts dazu hören. Und etwas weiteres haben wir heute Coronavirus gewiesen, nämlich die Verlorenheit von denen, die durch alle Raster fallen. Die ONG Médecins du Monde schätzt, dass rund 1500 Menschen hier im Land keine Sozialversicherung haben und dadurch keinen Zugang zu elementaren Gesundheitsservicen. An der Krise ist das noch ein bisschen visibel gehen. Wie schützen wir die Leute? Und es hat Wochen nach Woche gedauert, bis die Regierung wieder erfunden hat, für die Leute zu schützen. Und danach muss ich sagen. Und ich habe mir von der Regierungserklärung zumindest das Element von Lehre erwähnt, die ihn daraus ziehen müsst, dass nur denen Erfahrungen, die zu Lützeburg versichern, ähnlich wie an unseren Nachbarländern ein Couverture médicale universell anzufeiern, auch von denen nicht am Regierungsprogramm stehen. Weil das ist nicht nur ein Frage von Humanismus, da der gibt so gut Menschentum, aber das ist ein wichtiges Element von Santé publique, von der die ganze Gesellschaft profitieren kann. Herr Präsident, Santé publique ist nicht nur eine Frage von medizinischem, klinischem und technologischem Fortschritt. Sozialgerechtigkeit, eine gesunde Umwelt, bessere Bedingungen an den Bereichen Arbeit, Logement und Education drohen langfristig die wichtigsten Teil zum Gesundheitszustand der Population bei. Und die Leute machen sich Sorgen heute. Und zu Recht über die Konsequenzen von einer ökonomischen Krise, die am Gang ist, sich zu manifestieren. Verschiedene Betriebe hier im Land haben schon angefangen mit Platzenaufbau. Das, was die Leute am Konfinement am meisten gefährdet oder bedrückt wird, nämlich Angst, hier Arbeit zu verlieren, als Lust auf die verschiedene traurige Realität gehen. Herr Präsident, wir haben an den letzten Monaten gesehen und erlebt, wie fundamental wichtig, an die Weise überlebenswichtig verschiedene Berufe sind, an die Zehntausende Leute, die sie alltag ausüben. Ganztags Leute mit niedrigen Paien. Wir haben gesehen und erlebt, wie wichtig Sterblich ist für den Fortbestand von unserer Gesellschaft. Aber wir haben gesehen an der Zeit vom Konfinement, wie wichtig Sterblich für viele Leute auch für sie selber ist. Aber wie ein schwerer Momente auftauchen, wenn sie einmal die Arbeit nicht mehr machen können, respektive wenn sie unter erschwerte Bedingungen am Teletravail muss gemäht gehen. Überhaupt Teletravail. Du hast da etwas Fundamentales an den letzten Monaten an unserer Gesellschaft geschieht.
Hat das nicht ein Moment Reflexion zumindest bedeutet? Ich will nicht viel davon erhören. Wir müssen uns dies alles bewusst gehen, wenn wir die nächste Monat umgehen. Die Annonce für Platzenaufbauer große Betriebe wie ArcelorMittal, Guardian, Luxair, Saint-Paul sind an unseren Augen Vorbote von einer mehr schwerer Wirtschaftskrise, die sehr zu einer sozialer Krise kann gehen, wenn nicht die richtigen Mittel angesagt gehen, für das zu verhindern. Wir müssen also die Krise, die sich so deutlich ankündigt, antizipieren. Der Chômage ist am Frühjahr sprunghaft abgegangen als kurzfristig Konsequenz vom Konfinement auf dem Stopp von vielen Aktivitäten. Das kommt teilweise aufgefordert gehen für Obmann Chômage partiell. Der Chômage stabilisiert sich lobeng immer noch zu hohem Niveau. Wir fährten, dass das just trau für einen Sturm ist, den dann ausbricht, wenn immer weiter Unternehmen aufbauen, am Ende des Jahres Feiten am Haus stehen. Wir sind schon das schon visibel und den eitlen Geschäftslokalen, die immer mehr zu den Stadtbildern aus das Land gehören. An Feiten, die sich unkenntlichen oder die am Gang sind, deklariert zu gehen, die beinhalten Leute, die da geschafft haben an denen Betriebe, Leute, die sich auch noch immer nicht an denen Zwillen vom Chômage rumspiegeln. Darüber müsst man es doch präparieren. Und die Leute spüren das. Ich habe hier von Existenzängst geschwärzt. Viele Leute fährten im Herbisch, fährten den sozialen Aufstieg. Nur im Konfinement, die bei vielen Leuten seine Spuren los wird, kommen neue Belastungen. Und die kann ihn die Leute nicht tun, und die mir prophezeit, dass sie sehr quasi automatisch eine Reprise von der Wirtschaft wird gehen. Nicht, als mehr ungewiss wie das, und die Leute wissen das doch. Was müsst also an Eisenahn gemäht gehen? Also ich stelle mal fest, dass Leute, die 4 März schon am Chômage wären, teilweise vielleicht schon paar Monate, auch heute noch am Chômage sind. Das Leute riskieren komplett unverschuldet zu Langzeit Chômeuren zu gehen. Nur rutschen sie dann erst im Chômage aufhören an der Revis. Dadurch verlieren sie nicht mehr viel Revenu, mehr auch Hoffnung und Perspektiven. Eine Spiral nur innen, das muss unbedingt verhindert gehen. Weil wir wissen, wie schwer das für nur so einen Kur mit Face zu kommen. Dafür plädieren wir ganz stark dafür, für die Allokation des Chômage von einem Jahr auf 2 Jahre zu verlängern. Zumindest so lange, wie das Krise undauert. Daneben sind die Plätze, die neu geschaffen gehen an der Gineter, immer mehr zeitverträglich. Dadurch wird flexibilisiert von den Leuten erwartet, dass sie hier leben, quasi so bauen, für dummer da eins zu gehen. Und dummer da riskiert dadurch, an der Platz auch immer mehr prekarisiert zu gehen. Und daneben muss verhindert gehen, dass Leute abusiv an den Chômage gesagt gehen. Muss ich nicht überhaupt probieren, Chômage zu verhindern, mit allen Mitteln, auch wie mehr das schon an einer Proposition de loi proposiert tun, und auch die Betriebe daran hindern, die profitabel sind, die Krise dazu nutzen, für Arbeitsplätze ein Kollektivvertrag vorzustellen, weil darum geht es nämlich auch. Beispiel Eurofoil. Da geht es nicht darum, für direkt Arbeitsplätze aufzuschaffen. Mit all die sozialen Akien, die über Jahrzehnte abgebaut sind, sind quasi übernücht aufgestellt. Am Dommer verbunden als natürlich strofender Kaufkraft, auch von denen, die noch an Arbeit sind. Wir brauchen die Abfeierung von einer Jobgarantie, also dem Recht auf einen bezahlten Arbeit für jeden, der schaffen will, schaffen kann. Besonders am Blick, wo wir haben, die Jungen, die riskieren nur der Schule, mit einem Eschek nur dem anderen konfrontiert zu sein, also schon den Ausschluss zu verlieren, ehe sie die Chance hatten, sich zu beweisen. Es gilt also, eine Covid-Generation zu verhindern. Das müsste doch die allererste Priorität von der Regierung sein. Mehr Punkt der Beschäftigungspolitik haben wir keine neue Mesure hören. Just dass die Regierung das observieren gave, am Fall, wo eventuell reagieren. Vorausschauend denken, als das auf jeden Fall für mich nicht. Deswegen Jobgarantie als nichts anderes wie eine ökonomisch sinnvoll und sozial nachhaltige Investition in Zukunft. An enger von den ILO-Konventionen, die man wahrscheinlich in der Chambre an die nächste Woche ratifizieren werden, steht dran, dass der Staat sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass genug Arbeit da ist, für das Schiedverein nur seine Kompetenzen schaffen kann. Mal komm, wir setzen das daran die Realität um. Weil die Arbeit, die existiert schon. Da brauche ich nicht viel Fantasie zu haben.
Es brauchen sich just die enormen Herausforderungen anzugucken, für denen als Gesellschaft steht. Also hier wird auch nimmen die ökologische Transformation von hier. Ja, ich gebe sogar so, dass die Erbicht, von der schwätzen, dass sie sogar am Regierungsprogramm schlummert, gebe den Dach mal ein Kehr umgesetzt gehen. Ich meine heute den Umbau von der Landwirtschaft, den Umbau von der Industriepolitik Richtung Kreislaufwirtschaft mit Recyclage, Repair und Upcycle Erbichten, den Ausbau vom öffentlichen Transport an den Infrastrukturen für Mobilität an. Alles das geht nicht mehr mit mehr, nicht mit Mannerleut, die das Erbichten machen. Wir wissen, dass dummer dann nicht von Haut auf Merde Chômage wird eliminiert gehen. Wir lenken den Versuch, ob so ein Weg zu gehen, gibt Perspektiven und Chancen aufmachen. Gemengen, Sozialverbände, ganz viele Assoziationen könnten das abgreifen, für so ein Programm mit Leben zu füllen, an einen Menschen um anderen zu garantieren, was dem zusteht, nämlich ein Recht auf Erbicht und ein Recht auf Leben an Dignität. Herr Präsident, über Erbicht und über Sozialsicherheit zum Umwelt- und Klimaschutz. Das ist auch der Approach, die mehr für sinnvoll an zukunftsfähige Schalen mit der Jobgarantie und ich den Gedanke kurz ugerast mit natürlich anderen Elementen, auf die ich noch zurückkommen werde. Beim Premier aber als Klima- und Umweltschutz synonym von steuerlichen Anreizer und technologischen Innovationen. Wir sind nicht der Meinung, dass diese Elemente gut keine Rolle spielen können. Wir mengen aber, dass so eine passiv und aufwertende Haltung an der Urgence, die der Premier schon bereut selber beschrieben hat, einem unverantwortlichen Laissez-faire gleichkommt. Ziele vom Energie- und Klimaplan sind ambitioniert, aber wir begrüßen das. Mit der Idee von der Regierung, die darauf besteht, Verantwortung für das Ziel zu erreichen, de facto ob Staat aufzulagern, als für uns falsch. Besonders an einer Zeit, wo die Staat durch eine Wirtschaftskrise an eine unsichere Zukunft blicken. Den Budgetsentwurf für 2021 gesehen sogar ein Rückgang von den Depensen am Umweltministerium von 8% für par rapport zu 2020. Der starke Staat, von dem den Herr Büttel geschwärmt hat, schenkt also keine rigoröse Umweltpolitik zu beinhalten, obwohl der Klimaschutz laut Premierminister die größte Herausforderung ist, mit der Menschheit konfrontiert ist. Die einzige Mesure im Bereich vom Klimaschutz an einer Umweltmesure humanitären, zum Beispiel was die Artenvielfalt oder den Schutz von Gewässer und Büsche angeht, überhaupt den dramatischen Verlust von Biodiversität schenkt noch immer nicht beim Premier ankommen zu sehen. Die einzige Mesure am Bereich vom Klimaschutz als Dafür von einer CO2-Steuer. Mittlerweile ist die CO2-Steuer liberale Krise die einzige mögliche Mesure. Die Debatte rundherum die Steuer ist mittlerweile komplett losgelöst von der eigentlichen Frage, nämlich der vom Klimaschutz. Denn Herr Büttel hat gestern auch Sinn und Zweck nicht wirklich erklärt. Er hat just gemeint, es wäre keine Steuer, die als Zielsetzung hat, Resetten an Staatskäse zu spulen. Wahrscheinlich sollten das, weil er kurz vor Druck gesagt hat, dass es keine neue Steuern gibt, die die Kaufkraft belasten. Ich frage mich, was ist das dann am Platz einer Steuer, weil eine indirekte Steuer belastet schon natürlich Kaufkraft, die natürlich auf dem Konsum abgehoben wird. Und noch mehr erstaunlich fand ich, dass den Herr Turmes seinerseits letztes Jahr nicht mitgehen, als genau die Kontra zu erzählen. Nämlich, dass die Steuer nicht viel um Konsum verhalten, gave anderen, mehr dass sie da für Resetten für den Klimaschutz zu finanzieren. Also die Frage ist, was bringt die Steuer? Ist die Regierung überhaupt eins über die Finalität von dieser Steuer? Oder können wir nur noch eine dritte Variante bei der LSAP nachfragen, was sie meint, was die Finalität von der Steuer wir? Wir meinen, dass es nun wirklich nicht glücklich ist, dass ein Tax angeführt wird, ohne dass Klarheit darüber besteht, was sie bringen soll. Weil sonst, also ein Experiment, an den Herr Büttel so schon gestern wählt, nicht experimentieren. Die erste Frage, die sich für uns stellt, ist die Impact von der Steuer auf Zergasemissionen von Lützeburg über die nächsten Jahre. Gibt es dann da überhaupt Berechnungen? Aber ja, wäre natürlich interessant, das gewürzt zu gehen. Wenn nicht, dann gibt nämlich eine Finalität,
nämlich Resetten do sicher goen, wo es am einfachsten zu kreen sind, aber wo es natürlich auch am meisten weh dienen. Am meisten weh, die das Tax bei denen steht, die auf den Auto müssen zurückgreifen, eventuell weil ob Schicht geschafft wird oder weil sie entleer wohnen. Mir nach mei weh geht sie, wann ihn mit Masut oder Gas heizt. Do geht jeno der Energieeffekazität vom Haus oder der Wohnung de Kreditdempo bei weitem nicht durch für die Mehrkosten zu decken. Tützen hat Herr Bettelgister vergiss, mir just für Preise auf der Pumpe geschwärzt, grad wie wann die Leute an ihrem Auto wohnen geben. Und da sind wir da beim eigentlichen Problem. Getroffen von der Tax gehen die Akkommes schwerst, besonders die 3 innerst Akkommes Dezilen. Die kriegen nur eine kleine Kompensation, die nur an nur, aber Wert verlieren wird, was Tax weiter an die Lut geht. Mit einer neuen Heizung, eine energetische Sanierung oder ein Elektroauto können diese nicht ausschaffen, ob matt oder ohne Primen. Es sind aber gerade das Städte, die besonders beim Hützen die schlechteste Voraussetzungen haben, für überhaupt Abspurungen zu machen. Und du könnt bei die erste von der Wirksamkeit von der Tax die zweite dabei, nämlich die von der Gerechtigkeit. Nicht nimmen gehen Akkommenschwer steht am stärksten getroffen, aber so noch am meisten Möglichkeit für nachhaltige Ausschaffungen zu machen. Die Lokatieren haben es noch mehr schwer, weil die gar keinen Einfluss haben auf die Energieeffekazität von ihrer Wohnung. Am meisten können sie auch kein Elektroauto an den Strom stellen, weil wo hast du einen Stecker? Aber wenn den Vermieter einen Invest möchte, stellt den Lokatär über die Loyer eine Rechnung. Also für zusammenzufassen, zugi bei den schaffenden Leuten geholt und inner den schaffenden Leuten verdeelt. Mit der Prime für Elektroautos oder eine neue Heizung gehen zu und aber in erster Linie Leute verdeelt mit Haus, mit Garage, an dem Budget, die auch die Budget haben, für das zu finanzieren. Klimaschutz bleibt also leider ein Luxus oder wie sonst kind so ein Klasseprivileg. Das müsste nicht sein. Wir haben für ein paar Wochen als Linken detaillierte Projekt präsentiert, wie in mehr gerecht die ganz froh Kind Ugoen an Abkommensschwer steht, ein mögliche Kind Wohnung mehr ökologisch zu gestalten, nur sozial gestaffelten Hilfen abrähen. Herr Präsident, dieselbe Leute, die ich glaube beim Chômage an den ökologischen Ungleichheiten angeschwert haben, sind noch die echt betroffen von der Wohnungsknappheit an den unmöglichen Preisen an Loyeren. Die Covid-Krise hat diese Situation sicher nicht besser gemacht. Mir einen anderen, vielleicht mehr schärfen Blick freigehen, ob das, was es bedeutet, sich nicht können, anständig daheim zurückzuziehen. An den daheim, was für viele Leute auch noch zu Arbeitsplatz geht durch den Teletravail. Wir haben auch keine Covid-Krise gebraucht, für an eine Logementskrise zu kommen, weil die geht es schon lange. Der Pütz, den heute zu Lützeburg beim Logement ausgehoben gouf, ist mittlerweile so tief, dass ein Steng die Raggeheit schon nicht mehr hören kann, wenn sie innen abschlagen. Die Steng, und da der Menge all die half 40 an teilweise kontraproduktiv Mesure von dieser an der Viergängerregierungen, auch bei denen als kein Impact zu hören oder zu verspüren, zumindest kein, den irgendetwas für Leute macht, Männer oder entretemps muss ich sogar so ein mittlere Revenu brücht hat. Wer den aber her, das sind die Leute, die aufhängen, auf die Straße zu gehen, weil sie es genug haben. Und oft ganz einfach nicht mehr können. Und das Logementsproblem ist auch gerade für die Jungen, für die Covid-Generation, entretemps, wie gesagt, auch aus der Mittelschicht, ein imminentes Problem. Ich nenne mal eng zu 51,8%. Das ist den Undeel, den die 20% von der Städte mit den kleinsten Revenus in dem Monat für den Loyer bezahlen müssen. Die Städte sind komplett blockiert. Kommen an den seltensten Fällen ohne Verzicht bei essentiellen Besoinen übertronnen. Auch das ist die Lage von der Nation. Auch wenn die nicht gehört und auch wenn die nicht auf Cocktails waren von den Big Four angeschwärzt gehen. Ich gebe gerne so, dass ich mal mehr fundariert vom Premier erwähnt hat, was das Logement angeht. Meine Kollegen, das wird gelungen. Die Situation ist seit 15 Jahren, sogar 20 Jahren schlimmer. Es geht von Jahr zu Jahr schlimmer. Wann eine Regierung hat wollen, da gehen viel und hat sie Jahren, Jahrzehnten Zeit gehabt, egal ob in einer DP oder einer CSV-Feierung. Mir geschieht also gut wie nichts. Und das hat auch seinen Grund.
Weil net jidweren als Verlierer von der Logementskrise, und es gibt noch die pur glücklich Gewinner, zum Beispiel die 150 Personen, die zu Lützeburg allein 20% vom Bauland horten. Die pur dick Promoteuren, die schon lange verstanden haben, dass sie zu Lützeburg viel Geld mit Immobilien verdienen kann. Und dann sind wir bei der Helger Co., dem Privateigentum. Muss wir drunter regieren, wo sich zum Apostel vom freien Markt gemäht hat. Mit dem Experiment haben wir nur 20-30 Jahre gehabt, wo der Staat inaktiv war und nicht gemäht hat. Und alles dem freien Markt über losgehen ist. Die Krise, die wir haben, als Resultat davon. Und das ist ganz bedenklich, dass es noch immer Parteien gibt, hier in der Chambre, zumindest eine Partei gibt, die noch immer demselben freien Markt nur herrscht und nicht verstanden hat, dass der Staat voluntaristisch agieren muss. Herr Präsident, das Krise wird noch so bald nicht anders tun. Und das stellt natürlich auch die Frage, wie man mit den Staatsfinanzen umgehen. Als Link begrüßen wir, dass die Regierung nicht will, größere Kürzungen vorholen. Vor allem auch bei den Investitionen. Das wäre ein katastrophales und fatales Signal gewesen. Wir sind auch froh, dass die Regierung gewisse Hilfsmesuren über 2020 verlängern und nicht einfach nur im Dezember auslaufen lässt. Die Krisenmesuren sind aber, so wie man das auch schon am Sommer, wo man all die Mesuren noch matt gedrohen und matt gestimmt haben, das absolute Minimum von dem, was den heute müssen machen. Et ist darum gegangen, für die Ökonomie zu stabilisieren und ein komplett Aufrutschen zu verhindern. Das, was aber fehlt, und das wird auch am Premier seiner Deklaration gestern gefehlt, das ist eine Strategie, wie wir die Ökonomie relancieren, einen wirklichen Relance-Pack. Es könnt immer nicht rum, und auch an den vielen Redner von der Majorität, wird immer nicht abgezählt, was für Mesuren die Regierung schon geholt hat, für die Ökonomie zu stabilisieren in der Vergangenheit, an den letzten Monaten. Mich gesehen aber kaum Elemente für die Wirtschaft zu relancieren, zumindest keine, die einen transformatorischen Charakter hätten, an denen Herausforderungen von unserer Gesellschaft gerecht wären. Und danach, ich würde zum Budget, den uns heute Morgen präsentiert. Man konnte natürlich noch nicht im Detail analysieren, aber ich muss aber schon sagen, dass es mich absolut schockiert hat, erfassungslos gemacht wird. Die Regierung will es für das Budget von der Entwicklungshilfe an den Kopf zu streichen. Minus 61 Millionen. Das heißt, ein Minus von 17,4% par rapport zu 2020. Die Urgence für andere Länder bei Katastrophen zu helfen, wird komplett gestraft. Wir fanden das völlig inakzeptabel und werden in den nächsten Wochen noch massive Widerstand leisten. Die 60 Millionen retten die Staatsfinanzen nicht, hätten aber viele Menschenleben in anderen Ländern retten können. Insgesamt verlieren 4 Ministerien beim Budgetsvorschlag. Das ist neben der Kooperation, die wir schon angeschwärzt haben, dem Umweltministerium, den ich auch schon annimmt haben, die Landwirtschaft und den Interieur, also die Gemengen. 3 LSAP-Ressorts verlieren, an einen geringen Ressort verliert. Ich weiß, dass noch viel für Solidarität geschwärzt gehen, aber die betroffenen Ministerin sollen sich dann einmal vorstellen, dass sie nicht eventuell Solidarität verwechseln, mit sich von der DP über den Tisch ziehen lassen. Herr Präsident, auch an der Frage von der Finanzierung von der Krise wird die Regierung sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, nämlich alles über neue Schulden zu finanzieren. Wir sind aber auch verstanden, dass in der Krisenzeiten soll Schulden abholen für Schlimmeres zu verhindern. Also ich nicht soll selber Futti spuren. Wir wären der Meinung auch schon 2014. Wir haben nicht 2014 die Schuldenschwand als Teufelswerk und Mauer gemalt für die Leute, ein Spurpack abzuzwingen. Es muss ihn Schulden machen. Dass ich Schulden machen muss, verhindert aber nicht, dass ihn doniert über neue Rezetten nur denkt. Weil Schulden sind immer die zweite Option. Wir meinen, dass es justement der Moment ist, für Steuern herabzusetzen. Nicht Steuern für die normalen Leute, nicht Steuern Konsum, auf Salären oder auf die Pensionen. Nein, Steuern auf die großen Fortunen, auf der Spekulation und auf die Kapitalrevenuen. Den obszönen Reichtum, der nicht produktiv zur Wirtschaftsentwicklung beiträgt, der nicht an die lokal oder regional in Ökonomie investiert wird, mehr auf den internationalen Finanzmarkt oder auf Villen auf der Côte d'Azur angelöst wird, oder aber Kunstwerke, die Freeport Findel gebunkert gehen.
Hier am Land gibt es eine Minorität, die von der Politik seit Jahrzehnten den roten Teppich ausgeruht kriegt. Das fortuniert Schichten, lo mehr hoch zu besteuern, hecht mal nicht hinnen etwas extra wäsch zu holen, mir just einen kleinen Teil von dem zurückzufordern, was sie die letzten Jahrzehnten angesäckelt tun. Wir bleiben bei dieser Meinung, dass genau laut diesen Zeiten Mist über können Vermögens- und Erbschaftssteuer geschwärzt gehen. Weil die Großfortune mehr besteuern, das ist nicht eine Frage von mehr Resetten, mehr von Steuergerechtigkeit. Der Reichtum und Kapital genießen lo schon seit 40 Jahren enorm Steuerprivilegien. Und das ist mit Aufstand den Hauptgrund, für was Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und das ist auch der Hauptgrund, für was die Staaten insgesamt heute mehr fehlen, für mit dieser Krise eins zu gehen. An denen 4 Monaten zwischen April und Juli des Jahres, während an Italien, an Spanien Gesundheitssysteme kollabiert sind, an Staaten riesige Sprayen, um Noppel für die Wirtschaft zu steipen, auch die Lützebäuer Steuer, und Milliardären auf dieser Welt, laut der Schweizer UBS-Bank, an die schenkt es schon zu wissen, und das Milliardären hier Fortune von 7.800 Milliarden auf 10.200 Milliarden erheischt. So während der Krise, innerhalb von einem 4 Monaten, ihre Reichtum 27% erheischt. Das ist obszön. Und das ist nur endlich Zeit, dass Multimillionären hier gerechten Undeel zum Allgemeinwesen bezahlen. Speziell auch hier zu Lützeburg. Aber wenn der Premier zum Schluss von seiner Rede von Verzichten schwätzt, da Menge mehr, das Lumol in der Zeit, dass die Superreich verzichten, und nicht die Leute, die von ihrer Erbe leben. Merci.